Okay, Leute, hau dir. Es geht weiter bei A Bavarian Tale. Bin dann zurück in Wilpershofer. So, pass auf. Es hat uns zuletzt einen weiteren Toten gegeben. Der Dr. Schweighöfer. Den hat jemand da nicht drüber gebraten und dann aufgehängt. Ja, pass auf, jetzt lauf ich. Wo laufen hin? Die Schnapsleichen befragen. Warte mal. Werden gleich da 100. Schnapsleiche, wie schaut denn aus? Der schnurrt. Die Flasche untersuchen. Mach mal. Kann man packen. Mit ein bisschen Glück. Wenn es weitergeht, allerdings nicht. Ja gut, knapp aber sicher. Und da hat er eine Seltersflasche aus Ton. Aufwecken. Mit dem Nerviger. Treff. Nach Tonflaschen im Ort umschauen. Tonflaschen. Warum? Da Flaschen oder wie? Nein. Die wollen wir belauschen? Wo ihr, oder? Heimlich und leise. Du, Kathi, hör mal. Ich muss dir kurz was fragen. Was denn? Also, es ist ja so. Ich glaube, ich hab was gesehen. Ich weiß jetzt nicht sicher. Ich war ja nicht dabei. Aber das könnte schon zusammenhängen, alles. Ja, was denn? Genau. Also. Mein Bäder, jetzt sag's halt. Gibt's denn das? Wir haben doch nicht den ganzen Tag Zeit. An dem Sonntag, wo das mit dem Lenz war, da hab ich's gesehen. Ich war hier draußen. Also da drüben. Bäder, wird das halt noch was? Ja, also ich hab da rüber geschaut, Richtung Kirchen. Und da habe ich Lenz gesehen. Und die Frau Oberlechner. Die haben sich unterhalten. Nur kurz. Und dann hat sich die Frau Oberlechner so umgeschaut und hat am Lenz was gegeben. Aha, und was? Das müsste ein Brief oder sowas gewesen sein. Ein Kuvert vielleicht. Wie sie der Herr Bayerle immer überall verteilt, weißt? An dem Sonntag war das. Bist du da sicher? Ja, schon, ja. Also, wie gesagt, ich war ja nicht dabei. Und ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Aber das erste Mal war das nicht. Die beiden habe ich da schon ein paar Mal gesehen. Immer am Sonntag, kurz bevor der Gottesdienst aus ist. Die Frau Oberlechner, dieses Jahr komisch. Seine Briefe überbringt der Herr Pfarrer doch immer höchst persönlich. Ich weiß schon, deswegen habe ich mich auch gewundert. Aber das war die Frau Oberlechner mit dem Lenz. Da bin ich mir sicher. So sicher wie das Amen in der Kirche. Aha, das ist ja merkwürdig, Peter. Wir reden da später drüber. Jetzt geh weiter, wir müssen mal was arbeiten. Die Wege des Herrn. Aha, der Peter weiß was. Wie schaut denn aus? Möchtest du drüber reden? Mag ich nicht. Bleibt die Frau geschwind, ne? Was Auch darf nicht. ich Erna Gurz da, Herr Stauderer? Zum Handeln hat nichts, gell? Zumindest nichts, was ich brauchen kann. Ja, pass auf. Die Renate und der Lenz. Ist da was gegangen? Und der Fahrer hat ihn umgebracht. Aus Eifersucht. War der Motiv, oder? Aber es passt nicht zusammen. Weil wenn du einen Toten findest, dann findest du eine Bibelverse. Das heißt, da schiebt dann jemand unter. Schreibt jeder. Das ist der Killer.
Er lauert. Schau noch. Er schaut aus wie der Kevin Kurani. Umschauen. Mich dann. Moment. Spionieren. Ich lass mich doch nicht mundtot machen. Schon gleich gar nicht von denen Hinterwäldler. Eine Frechheit ist das. Frechheit ist nur freundlich gesagt. Ein Verbrechen ist das. Menschen an den eigenen Abgrund treiben und sich dann darüber auch noch amüsieren. Wie meinst du jetzt das? Wie ich das meine? Ja, schau dich halt einfach mal um. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Während die einen gerade mal nur zum Essen auf den Tisch bringen, kriegen die anderen das Mai gar nicht voll. Ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft ist das. Ach so. Wie kann man da noch ruhig schlafen? Wie kann man da in den Spiegel schauen? Das ist mir ein Rätsel. So kann das nicht weitergehen. So darf das nicht weitergehen. Deswegen müssen wir jetzt durchgreifen. Der mal doch, oder? Ganz genau. Das derner mir. Da, Leubi. Da ist die Revoluzer. Aber ich mag behaupten, er ist nicht der Killer. Ganz offensichtlich. Pass auf, da ist die Arztpraxis. Und um drüber ums aufgehängt. Ein Schweighöfer. Der Herr Pfarrer. Ich hab ja noch der Jacken dabei. Beile, der Jackerl. Ah, danke, sehr aufmerksam von Ihnen. Wenn auch ein bisschen aufdringlich. Aber die scheint Sie ja brennend interessiert zu haben. Haben Sie denn gefunden, was Sie gesucht haben? Nein, leider nicht. Negativ. Da hat er nicht mehr heute. War Verwechslung. Das kann natürlich mal vorkommen. Okay. Machen Sie sich keinen Kopf. Jetzt hat die Jacke ja ihren Weg zu mir gefunden. Eben. So, seinen Fetzen hat er wieder. Renate befragen. Warte mal. Renate, die Granate. Da steht's. Babe, was weißt denn du? Ja, bitte, Herr Valentin? Was ist denn da gegangen mit dem Linz? Wie meinen Sie jetzt das? Wollen Sie mir mit dem auch noch eine Geschichte andichten? Na, der war mir schon zu jung gewesen. Ich hab den Lenz halt getroffen, wie man die Leute im Ort halt so trifft. Ja, aber ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Was soll ich dem Lenz denn gegeben haben und wo? Heimlich oder wie? Wie Verbrecher? Na, davon weiß ich beim besten Willen nix. Wirklich nicht. Da können wir jetzt aber wirklich in einen Schmarrn rein, Herr Valentin. Da glaube ich, lassen sich wieder sauber an der Nase rumführen. Ja, bitte, Herr Valentin? Die Frau Oberlechner. Ich glaube, die lügt. Pass auf. Thomas. Das Kuvert beim Lenz. Was ist das von der Renate? Der war der Friedel. Der Pfistner, der ist unschuldig. Das wird man schon. Wo ist denn der Pfistner? Achso, das ist seine Tochter, oder wie? Tonflaschen. Mit einer Schnapsleiche nicht, oder? Der läuft ein bisschen zu rot. Der Kevin Kurani. Nicht der Schuldige, mal bitten.
So hier, ein Flascherl. Eine Flasche aus Ton. Kein Hinweis. Aber am Punkt. Die Schubpflegeset. Scheiße. Aber wir brauchen das Einfache. Wo krieg ich das hier? Hey, wer gackert hier? Mehr Tonflaschen. Zwiebeln. Bist du die Schwarzbrennerin? Nicht, oder? Charlotte. Herr Schmidt, wissen Sie etwa, wo mein Mo ist? Nein. Haben Sie ihn gesehen? Dann müssen Sie mich entschuldigen. Ich würde Sie bitten, ein andermal zu kommen. Ich muss jetzt erstmal meinen Mann finden. Sie sucht den Alten. Moment, ein Aufstieg. Und wir investieren jetzt mal in Scharfsinn. Steckerl. Ich bin ein Steckerlsammler. Eine Dose der Lernersuche. Für die Angel. Die Damen. Gib euch was. Moment. Wir belauschen. Die Alte weiß was. Mal wissen, was ich jetzt gern hätte. Eine anständige Portion von der Kathi, ihre Rahmschwammerl. Mei, die sind so gut. Überhaupt die Kathi. Wenn ich nicht immer so viel arbeiten darf. So feiner Mensch, aber immer nur am Renner und immer am Schreien. Aber der Peter passt fein gut dazu. Ich hoffe, das weiß sie auch, weil beschweren tut sie sich nämlich schon oft. Ja, ich seh schon. Die Alte hat auch gerade frisst im Hirn. Da hängt der Händel drin. Die Kiste verschlossen, nicht mehr lang. Also, da haben wir schon längst geplündert. Von mir ist doch nichts heilig. Schon gar nicht, wenn es eine Kiste ist. Vielleicht sollte ich mal zu der Alten schauen. Vielleicht hat die was gesehen. Oh weia, da schon. Was sagt denn da? Eine zweite Flasche. Kein Hinweis. Das ist der Schwarzbrenner, der Mörder. Und in Lenz haben sie doch nicht umgebraten, mit einem stumpfen Gegenstand. Heute, bist du daheim? Da guckst du, neben den Hinterstuhl. War nix, ja gut. Geh mich da rein. So, was haben wir da schon? Da waren die Warmen noch nicht.
Ne Ruine, du schon. Wird bei einem Kistal. Immer die Grimmer Look auf. So, da kriegen wir diesen Krempel. Nimm den mit. Brauchst schon. Kraut. Die Ruine. Hat mit dir irgendwas auf sich? Oder rotierte? Denk du nichts, gell? Pass auf, da hinten ist der Pfistnerhof. Was gibt's noch drum? Ein neuen Weg, gell? Wo gehen du hin? Der Weg dort im Wald. Und wahrscheinlich kommen wir hinten bei den Holzfällen aus, oder? Wenn überhaupt. So weit bin ich, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Pfistnerhof. Ach so, da draußen. Oh, warte mal. War da nicht was? Alle Pfistner. Noch nicht mitgeteilt, sollte ich noch machen. Der Pfistner, muss ich wieder mit. Weil hinter mir befindet sich der Schormeierhof. Ja gut, ich jogge mal durch den Wald, gell. Heute preise wie mich fit.